Ein Tag im Leben der reichsten Pornodarstellerin der Welt. Und wer die nicht erkennt, ist Turbolos. Das, meine Allergeilsten, ist Lana Rhoades. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Sie hat einen der wohl polarisierendsten Jobs der Welt, hat aber damit auch unglaublich Ja, Mike Milek. viel Erfolg. Lana Rhoades, die wohl weltweit reichste Ey, das ist so krass, ne, wie Pornodarsteller in den USA so richtige Stars sind. So Lana Rhoades, Adriana Chechik, Johnny Sins. Das sind so richtige Stars dort. Darstellerin in der Erwachsenenfilmbranche, wenn ihr versteht, was wir meinen. In diesem Video Nee, was meinst du? Kannst du es mir bitte ein bisschen genauer erklären? zeigen wir euch einen Tag in ihrem ungewöhnlichen Leben, der übrigens weit mehr beinhaltet als nur das Performen vor der Kamera. Außerdem zeigen wir euch einige Geschichten aus ihrem Leben und ihrem Beruf, die zeigen, dass auch als erfolgreichste Darstellerin ihrer Branche das Leben absolut kein Zuckerschlecken ist. Also seid gespannt auf einen kuriosen Arbeitsalltag, krasse Stories. Aber Chat, macht Lana Rhoades nicht keine Pornos mehr? Die macht doch gar keine Pornos mehr, oder? Bevor wir mit dem Tag im Leben von Lana Rhoades Und ich will kein einziges Buba im Chat sehen während dieses ganzen Videos. Kein einziges Buba, Digga. anfangen, wollen wir euch erst zeigen, wer sie überhaupt ist. Amara Maple, so heißt Lana Rhoades. Aber die heißt gar nicht Lana Rhoades. Digga, ich dachte mein Leben lang, die heißt Lana Rhoades. Ey, nee. Digga. Ich komme ja aus Basel, aus der Schweiz, und in Basel gibt es eine Erotikmesse und da war Lana Rhoades mal und ein Kollege von mir hat tatsächlich ein Bild mit Lana Rhoades gemacht. Das ist ein absolutes Lebensziel. Wurde 1996 in der Nähe von Chicago geboren. Dort wuchs sie auf und entwickelte sich bereits im Teenageralter zu einer echten Rebellin. Noch vor ihrer Pubertät wurde sie kriminell, begann unter anderem Einbruch, Diebstahl und wurde schließlich auch mit illegalen Substanzen von der Polizei erwischt. All dies führte dazu, dass das junge Mädchen aus Chicago bereits im Alter von 16 Jahren zu einer 5-jährigen Haftstrafe Was? Okay, cool. Allerdings schaffte es Amara wegen guter Führung schon nach einem Jahr wieder Hab eins mit Sexy Cora. Okay, warte mal. Sexy Cora. Nee, das ist nix. Das ist nix. Kann ich nicht approven, Digga. Kann ich nicht approven. freigelassen zu werden. Und auch wenn es im Gefängnis für sie als Teenagerin traumatisch war, bezeichnet sie selbst diese Zeit heute als das Wichtigste, was ihr in ihrem Leben bisher passiert sei. Nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurde, fing Amara nämlich an, selbstständig zu werden. Mit gerade mal 17 Jahren verließ sie nämlich aber eine Macherin aus dem Lehrbuch. ihr Elternhaus und fing an zu kellnern und ein Jahr später auch in Nachtclubs als Tänzerin zu arbeiten. Zu dieser Zeit entstand in ihr der Wunsch, Darstellerin für Erwachsenenfilme zu werden, laut eigenen Angaben, weil sie sich den Beruf leicht und extrem glamourös vorstellte. Es dauerte also nicht lang, bis Amara sich zu einer krassen Veränderung entschied. Sie zog nach Los Angeles, kam in Kontakt mit Agenten für Erwachsenenfilme und gab sich eine neue Identität, Lana Rhoades. Von dort aus ging es steil nach oben oder vielleicht auch nach unten. Lana spielte innerhalb kürzester Zeit in über 50 Produktionen mit. Aber krass, Digga, dass sie das auch so geplant hat mit so einer neuen Identität und so. Schon crazy. Sie gewann Preise, besuchte Messen und sammelte sogar Besuchte Messen in Basel. Hunderttausende von Fans, was sie zu der meistgesuchten Darstellerin auf einschlägigen Internetseiten machte. Aber wie sieht ein Tag in ihrem Leben aus? Dieser beginnt Okay, das Video beginnt nach 2,5 Minuten. Let's go. natürlich am Morgen. Mit Aufstehen und Essen. Was eine Pornodarstellerin isst. Krass. Und zwar in ihrer eigenen Luxusvilla mitten in L.A., die sich die aktuell 25-Jährige übrigens schon mit 22 Jahren leisten konnte. Aber ich glaube, sie ist umgezogen. Ich glaube, in einem Mike-Vlog, sie ist irgendwie wieder in die Heimat oder so gezogen, glaube ich. Hier beginnt ihr Tag in der Regel alleine. Digga, die wenigsten Pornodarstellerinnen arbeiten mit ihrem Klarnamen. Ja, Digga, ich kenne mich nicht aus in der Pornobranche, Digga. Ich dachte, keine Ahnung, Adriana Chechik, don't know, vielleicht ist es ihr echter Name, ich weiß nicht. Auch wenn sie seit einigen Jahren in einer On-Off-Beziehung mit dem YouTuber Mike Milek ist. Und tatsächlich enthält ihr Morgen einige Überraschungen. Mit als erstes am Morgen kümmert sich Lana nämlich um ihre zahlreichen Tiere. Sie legte sich nämlich ganze 5 Hunde zu, adoptierte 3 Gänse aus einem Tierheim und hat einen Die Gänse habe ich gesehen, ja. kleinen Hamster. Und die brauchen In den USA ist es irgendwie so normal, dass Leute irgendwie Gänse oder Schwäne zu Hause haben. alle Futter sowie selbstverständlich Aufmerksamkeit. Außerdem kümmert sich der Star natürlich um sein Aussehen. Somit verbringt Lana laut eigenen Du heißt ja auch nicht Adi Totoro, ja, aber, ja. Aussagen circa 1 Stunde jeden Morgen mit Haut- und Gesichtspflege sowie Styling. Und dann geht sie über zu der wohl überraschendsten Tätigkeit in ihrer Scheißen. Morgenroutine. Lana liest nämlich jeden Morgen die aktuelle Ausgabe des Wall Street Journal und informiert sich so Businesswoman, eine Macherin. Ellie Geller?
über Politik, Wirtschaft und das Tagesgeschehen. Denn, so sagte sie es in Interviews selbst, ihr Wissen und ihre Bildung ist ihr wichtiger als ihre Haare oder ihr Outfit. Ach, und wenn das bei euch auch so ist, dann abonniert doch Wissenswert. Dann abonniert doch Wissenswert. Nach dem Morgenprogramm beginnt dann ihr eigentlicher Arbeitstag. An Drehtagen bedeutet das für Lana erstmal die Anreise zur Drehlocation. Dafür wird sie bei den meisten Produktionen extra von einem Fahrer abgeholt. Die Locations sind dabei meistens kurzzeitig gemietete Villen oder ähnliche Sets, oft in der Umgebung von Los Angeles, da dort ihre meisten Auftraggeber ansässig sind. Vor Ort muss Lana dann als erstes einen aktuellen Test nachweisen. Aber nicht wegen Covid-19, sondern wegen good one. anderer Übertragung. Was, du hast AIDS? Tripper? Hast du Covid? Nein, okay, drehen. Außerdem lernt sie meist erst dann ihre Drehpartner für den entsprechenden Tag kennen. Danach geht es mit Make-up und Styling und ersten Besprechungen mit dem Regisseur weiter, während das Team Heißt Lana Rhodes? Because, wenn sie mich gereitet hat, kann man sagen, Lana rode me. Wahrscheinlich nicht, oder? Set fertig macht. Die Drehs dauern dann oft mehrere Stunden und das nicht selten auch über mehrere Drehtage verteilt. Im Anschluss an ihren Drehtag ist die Arbeit für Lana aber noch nicht vorbei. Digga, diese Produktion ist wirklich way too dank. Dieser Ausschnitt hier ist die ganze Zeit auf TikTok, Digga. In den letzten Jahren kam eine zweite Tätigkeit in ihr Leben, die wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Inzwischen ist Lana nämlich auch selbstständig als Influencerin auf sämtlichen Plattformen aktiv. So hat sie über 16 Millionen Instagram-Follower. 16 Millionen auf Instagram wegen Pornos. Aber sei ihr gegönnt, actually, weil es ist guter Content. Eigenen YouTube-Channel und einen Podcast, ist auf OnlyFans aktiv und kommt regelmäßig in den Videos von so ziemlich allen großen YouTubern aus LA vor. So war sie vor allem regelmäßig in den Vlogs von Logan Paul zu sehen, aber auch in vielen anderen Videos. Mit dieser zweiten Beschäftigung steht Lana außerdem stellvertretend für einen Aber schwitzt sie das Make-up während dem Sex nicht weg? Ist wasserfest. Wichtigen Trend. Und zwar wird sie durch ihre Stellung als Influencerin immer unabhängiger von der klassischen Erwachsenenfilmbranche, in der es bis vor einigen Jahren häufig noch der Fall war, dass Produzenten und Agenten mehr Geld mit den Filmchen verdienten als die Darstellerinnen, die oft regelrecht ausgebeutet wurden. Vor allem durch Plattformen wie Monkatos. Aber auch andere Websites findet inzwischen aber ein Kurswechsel statt. Den Abend verbringt Lana dann häufig in guten Restaurants mit ihren bekannten Freunden, aber gelegentlich auch gerne bei sich zu Hause, wo sie dann häufig Bücher liest, um sich weiterzubilden. Das Buch von Mike Milek. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich weiterbildet mit dem. Da müsste sie lieber die Streaming-Woche schauen, vom 5. bis 12. Juni auf meinem Twitch-Kanal. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit über Lana Rhodes und ihr Leben. Denn inzwischen hat sich bei der 25-Jährigen einiges getan. Im Jahr 2020 verkündete sie nämlich, dass sie sich völlig aus dem Erwachsenen-Business zurückziehen möchte. Dies hat gleich mehrere Gründe. Aber OnlyFans macht sie immer noch, so viel ich weiß. Fragt mich nicht, wieso ich das weiß. Fragt einfach nicht. In ihrem Podcast erzählte sie, dass sie sehr unter ihrem Beruf gelitten habe, viele traumatische Erfahrungen gemacht habe und dass sie ist nicht mehr schwanger, sie hat ein Kind bekommen sogar. Sie ihren Job sogar bereut. Außerdem gab sie vor über einem Jahr bekannt, dass sie schwanger war. Inzwischen ist sie sogar Mutter von ihrem kleinen Sohn namens Milo geworden. Während der Schwangerschaft lebte sie deshalb auch vorübergehend mit ihrem Freund Mike zusammen. Ihr Alltag ist durch den Kleinen natürlich... Aber die sind nicht mehr zusammen, ne? Glaube ich. ...auch ein ganz anderer als vorher. Wobei Lana, oder besser gesagt Amara, immer noch... Was ist eigentlich mit dem OnlyFans von China? Ich weiß nicht, wie du auf diese Aussage kommst, aber ich habe mit dem OnlyFans von China nichts zu tun. ...online aktiv ist und sogar vor kurzem Schlagzeilen Lana Rhodes scams her community, runs away with $1.5 million. ...machte, weil sie einige ihrer Fans angeblich mit NFTs betrogen haben soll. Dazu setzte sie ihr eigenes NFT-Projekt mit selbstgemalten Bildern auf und verkaufte Teile davon erst an seriöse Investoren. So ließ Amara es aussehen, als sei das Projekt tatsächlich wertvoll, stellte es dann ihren 16 Millionen Insta-Followern vor und eröffnete für das Projekt sogar einen eigenen Discord-Server. Nachdem sich sogar einen eigenen Discord-Server, es ist unglaublich. Ihrer Fans in das Projekt eingekauft hatten, verkaufte Lana... Heute ist Donnerstag und nicht Sonntag. Ja, aber am Sonntag geht die Streaming-Woche los. ...dann ihre Anteile und machte so innerhalb kürzester Zeit über $1 Million Gewinn. Trotzdem oder gerade wegen solcher Aktionen lebt Amara natürlich noch im Luxus. Laut einigen Quellen soll ihr Vermögen inzwischen weit über $20 Millionen betragen. Okay. Ist in der Schweiz,
normal. Auch ihre Villa ist immer noch ihr eigen und sie fährt einen Lamborghini Huracan, der $250.000 kostet und den sie sich laut eigenen Angaben aus Frust gekauft hat. Wer kennt's nicht, einfach mal einen Huracan kaufen aus Frust? Weiß auch sie, dass sie ihre Vergangenheit nie ungeschehen machen kann und sie hofft, durch ihren Podcast jungen Mädchen Selbstbewusstsein zu schenken und sie davon abzuhalten, Berufe auszuüben, die sie nicht wirklich machen wollen. Denn fast nichts ist wichtiger, als in dem, was man tut, mit sich selbst im Reinen zu sein und wirklich. Aber sie wollte das am Anfang, oder? Sie wollte doch Pornodarstellerin werden. Allerdings steht sie seit ihrem Betrugsskandal auch sehr in der Kritik, wobei sie selbst sagt, dass sie nie beabsichtigt habe, jemanden zu betrügen und nicht verantwortlich sei. Auf Finn Kliman angelehnt, aber. Für die Fehlinvestitionen von einzelnen Menschen. Aber was haltet ihr von ihr? Schreibt es uns mal in die Comments. Spannend. Cooles Video. Greetings go out to Lana Rhoades if you see this video. If you wanna meet up with Finn Kliman and betray some people, I can link you up. It's amazing here in Germany. My heart just got stuck between these loops. My heart